Good morning. Ik begrüße in den Namen des Herrn Jesus. Wort von Verreich dort erst für uns hier von der oder ein Juni März zu sein. Ich werde es noch ganz tüßig. Wir haben eine sehr gute Zeit gehabt mit Teil von Juni over zu begegnen. Und ich will Juni auch ein Gruß bringen von der ewige Port von Juni Familie dort in Campeche. Die bestellen die alle sehr zu reisen. En meer van daar weer die gaan je voor. En ik vroeg veel zondag of ik die eeuwige half van die kerk zal reizen wanneer ik hier gaan komen. Die zeiden ja. So, ja, we freuen ons zeer voor deze gelegenheid hier waar deze korte tijd met jullie te zijn. En we willen ons bijzonder bedanken aan alle van jullie van met ons taubstonen. Die Arbeit dort ist gleich unsere Arbeit. Ich meine nicht unsere persönliche, dort ist den Herrn seine Arbeit und dort ist all unsere Arbeit. Und ich weiß, die spielen eine sehr wichtige und eine sehr große Rolle in der Arbeit durch. Und dort ist uns eine sehr große Ermutigung, wenn wir von ihnen hören, wir wissen, dass die beten für uns pünktlich und wir hören jedes Mal von Gewässer von Jugend, dass die uns angedenkt sind und dass die uns ermutigen tun, dort ist uns sehr viel wert. Und wir freuen uns auch zu der Arbeit, was der Herr hier widerstellen wird. Dass das nicht als hängen geblieben, aber dass das vorwärts gehen wird. Und wir werden auch ganz confident sein, dass das wird wieder gehen. Es nicht, hat wir nicht können, an Frieden wegfahren. Und so wir freuen uns sehr zu der Arbeit, was der Herr hier tut. Und wir freuen uns auch für die Gelegenheit von der Samarias, Gott sein Wort was mitzuteilen. Und ich will, ich hatte den Titel gewählt von der Botschaft, Ungestalt als Wächter. Und ich will was falsch lesen aus Nehemia, Kapitel 7. Door de eerste 3 vers. Nehemia kapitel 7, de eerste 3 vers. Okay, wir lesen von Nehemia kapitel 7, von 1 durch 3 in der Überschrift als Ungestalt als Wächter. Als wir die mir vorgebiet hadden, hang ik de poorten aan, en de poortenwachter, de Singer en de Leviten worden aangezaat. En ik stal mijn broeder Hania en Hanania, den Fürsten über de Verzacherde steht, in wat een gottesvercher Mann wir, en vertrouwen had über Jeruzalem aan. En ik zei aan, die sollen die Poorten von Jerusalem nicht aufmerken, ehe die Sonne warm schien dat. Und die sollen die Poorten weiter taumerken und verregeln, wenn die Sonne noch hoch am Himmel steht. Und die sollen von den Bürgern in Jerusalem Wächter anstellen. Und die sollen die gefährliche Städte besaten, und die anderen sollen je in ihre Häuser werden. Aber so weit. Das erste, sehen wir hier, der Befehl für die Lehrer, die angestellt sind, zu wirken über die gefährlichen Städte. Seid ihr dort sollen gottesfürchtige Männer sein. Nicht, sondern was der Menschenfurcht haben. Wenn jemand sagt zu mir kurz, und ich glaube, das viel Wort habe, dort in sehr viele religiöse Gruppen, die leben die Menschen alle in Furcht. Die Lehrer fürchten sich für die Menschen, und die Menschen die fürchten sich für die Lehrer. Und so leben die immer gedreven uit Furcht. 2. Timotheus 1,7 sagt, Gott hat uns nicht den Geist von Furcht gegeben.
aber von Leib, von Kraft und von dem klaren Durchdenken. Wir sollen nicht gedreven worden von Furcht, von Angst, aber wir sollen Gottes Furcht haben. Gottes Furcht ist anders als Menschenfurcht. Menschenfurcht hält uns treu von dem, was recht ist, was wir weten, was wir sollen tun. Aber Gottes Furcht motiviert uns, zum tun, was recht ist, even wenn andere nicht mit einverstanden sind, even wenn er bei jeden Strom schwamm. Er sagt, das sollen gottesfürchtige Männer sein, die ungestalt sind, wie die gefährliche Städten. Wir wollen noch ein bisschen checken, was er meint mit gefährliche Städten. Er sagt, und dann sollen Bürger sein von Jerusalem. Hier in Jerusalem, wo sie just heute gewohnt waren, frisch abgemäht, die Dären waren angesagt, stellten sie weiter und sagten, das sollen Bürger sein von Jerusalem. Wo wir? Kein Mensch hat so viel Raum, um sein eigenes Volk in seine eigene Stadt, als von da, wo er ist. Wir sind bekannt, wenn wir daran denken, wir sind besorgt über unsere eigenen Menschen, nicht? Unsere eigene Familie. Das ist uns dicht nur an. Für die würden wir wirklich sein, uns Leben zu geben. Aber wenn wir bloß ungenommen sind, ein bisschen Fremder sind, dann wollen wir uns Leben nicht aufs Spiel setzen. Jesus sagt in ungenommener Hort, der sagt sein Leben nicht aufs Spiel, wenn der Leben kommt. Der sagt, für ein paar Peso, Dollars, für ein paar Dollar würde ich mir nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Dann würde ich bloß lieber mein eigenes Leben raten. Aber wenn das mein eigenes ist, dann sehe ich wirklich mein Leben Hand zu setzen, aufs Spiel zu setzen, in Hand zu geben, wenn es darauf ankommt. Er sagt, das sollen Bürger von Jerusalem sein. So ein Wort, hat damit behangen, nicht so ein Wort, bloß für einen Priester. Drittens sagt er, das sollen Männer sein, die Vertrauen haben. Männer, die Respekt haben, indem das ihr Leben so ausgelebt wird, dass sie ein Vertrauen haben von den Menschen. Wo können sie wirken, wo können sie den Menschen merken, sicher viel, wenn die Menschen nicht ein Vertrauen auf ihren haben. Wenn die wieder der ungestalt sind und über die Menschen nicht ein Vertrauen haben, dass wenn die Feinde bei uns würden kommen, vielleicht schaffen sie tot mit den Feinden, vielleicht würden danach der aufmerken für ihre Feinde nicht anlassen. Kein Vertrauen da ab. Und ihr sagt, das sollen Menschen sein, wo du ein Vertrauen haben. Die Puten, sagt er, die sollen sich nicht aufmerken, euer die Sonne ihr Schwarm schien dat. Weet je, wenn die Sonne smorgens frisch abkommt, dat lässt sehr Schmack. Und es ist sehr möglich, aber die schien noch nicht sehr warm, weil der ist mit Hecher ist. Zweitens sagt er, die Puten, die sollen auch toll gemerkt, wenn die Sonne noch hoch am Himmel steht. Nicht warten, weil der ist das gegangen. Wo wir hin? Sagt er, und diese Worte, die sollen sich sicher merken, dass du nicht Distrikt kommen wird. Nicht so ein Wort am Distrikt schaffen, das soll nennen gelassen. Du sagt er, die Puten, die sollen nicht aufgemerkt, euer die Sonne ist warm schienen, das, und die sollen auch toll gemerkt, wann die Sonne noch klar schienen, das, zum sicher merken, dass nicht so ein Wort am Distrikt lebt, oder aus dem Distrikt kommt, Gelegenheit hat, durch eine Stadt zu kommen. Und so ist das auch in der Gemeinde. Die, die da ungestalt sind, sollen gottesfürchtige Männer sein. Das sollen nicht Fremde sein, nicht so, die das ungenommen sind, aber so, die wirklich ihr Hort mit dabei haben, die willig sind, ein Priestertum in ihr eigenes Leben zu geben, zu wirken. Und dann drittens, dort sollen Bürger sein, im Land, die sollen Port sein davon, und die sollen ein Vertrauen haben, dass Menschen ein Vertrauen kennen. In Galater 2, Vers 4 sagt Paulus dort, falsche Brüder, die sich geheim geschlickt haben, die haben eine falsche Linie gebracht. Und über das sollen die wirken,
bij die poorten. Die poorten, dat zijn die gefährliche Städten. Dat is wo alles nenkommen dat in de stad. En daar zullen die werken, zodat niet geheime, niet pleitje nenkomt, keine falsche Leer nenkommen dat, en zich nenslikken dat. Dat is wat hier passiert wie in Galata, dat falsche Brüder, sind waar die Menschen drie in een Mannschaft brengen deiden, in leren dat zij moesten, waren dat Gesetz houden. Weet je, Christus heeft ons vrij gemaakt, aber die vrijheid, dus zijn we immer in gevaar, die te verlieren. Wanneer we die vrijheid niet bewerken doen, dan worden we die verlieren. Kijk zo als een land, wat niet werken deed, even dat land, als in gevaar, dat die vinden komen in Skloven merken van ihnen. En kijk zo als dat ook in de gemeente, zoals dat met ons geloven. Wanneer we onze geloven niet bewerken doen, niet wakker zijn, dan zijn we in grote gevaar, dat we waren onze religion worden vastgenomen en dan waren Skloven worden, wo Christus ons uitgeraad heeft. En dat is wat passiert wie in Galata. Christus had ihn geraad en vrij gemaakt, ze weer vrouwen nodig en vrij. En nu hadden ze zich waren laten te Skloven merken. En dan zegt hij hier, dat is wat de wachter bij de poorten oppassen maken. Dat is waar wij nog maar een burger zijn, wat de import van de mensen zijn, niet vreemde ongenoemden. Dat is waar wij nog maar mensen zijn wat we in vertrouwen hebben, zodat die mensen kunnen vertrouwen dat die worden niet falsche leer nenloten, die worden niet zo'n wat uit een diesteren komt, nenloten in schoden brengen, in verdorven brengen. En 1 Thessalonica 5, en van vers 4 en wieder, sagt er über je Brüder, nicht Fremde, Brüder, sind nicht von die am diesteren leben. Paulus ist sich überzeugt, dass die Thessalonische Christen, dort wir nicht so eine, die am diesteren leben leiden, dort wir nicht Fremde, dort wir Brüder. Er sagt, je seid nicht von die, die am diesteren leben tun, sagt er, je sind Kinder von Licht und Kinder von den Tag. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht von der Nacht, von der Düsternis nennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Lehrer wirken tun bei den Porten, wo Dinge nennen kommen und wo Dinge proben, sich nennen zu schlecken. Sagt er, je alle sind Kinder von Licht und Kinder vom Tag, wir sind nicht von der Nacht und nicht von der Düstere. Dat moeten we klar haben. Dann Vers 6, dann will wir nu auch nicht schlupen. Weet je, für die, wat du angestellt sind, bei den gefährlichen Städten zu werken, das ist sehr, sehr wichtig, dass die nicht entschlupen an ihre Arbeit. Als Jesus begruft wird, kamen die Pharisäer nur Pilatus und sehen dort, dieser hat gesagt, dass er am dritten Tag abstoßen. Und seht ihr, wenn wir dort sorgen, aber dort Graf versiegeln, und dort Werksachen und Aposteln und sicher merken, dass der letzte Zustand nicht noch was euer sein als der erste. Und Pilatus gab ihnen weiter, was sie da anstalten, und als Jesus abstoßen, der an den dritten Tag, Christus gesagt hat, kamen die verwirrt in der Stadt gerannt und sehen, was passiert wird. Und dann sehen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, bekräften die und sehen gut und sagt, dass die schleipen, wie es die werden sollen. Weil je das wir sehr, sehr gefährlich denkt, da können ihr Leben kosten. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen, wenn die wollen im Trouble mitkommen, wo wir uns mit weiter, das wo wir alle regeln. Wir haben genug Pesos, oder Dollar statt, wo wir alle regeln, da wird kein Trouble nicht sein, das wo wir alle nur kicken. Weet je, dit wir so, was uit dem Diesteren kommt, die, die werken sollen, die gingen nicht mit der Wahrheit um, und deswegen wird falsche Lehr rumgeredet, dass die Jünger, die
die Jesus den Körper gestohlen hatten, und nicht wirklich, dass er nicht wirklich abgestohlen wird. Dort ist, wo es so sehr wichtig ist, dass die, die angestellt sind zu wirken, dass die wirken dann. Und nicht schlupen bei der Arbeit. Er sagt, die schlupen danach. Aber wir sind nicht von der Nacht. Wir sind nicht von der Düsternis. Wir wirken. Und das ist sehr, sehr wichtig für Lehrer, die angestellt sind bei den gefährlichen Städten, dass die wacker sind, dass die wirken dann und nicht schlupen. Er sagt, dass die schlupen danach, die sich bedrinken sich danach. Aber willst wie zum Tag gehören, weil wir klar denken. Ein Mensch, der verschleppert ist, der denkt nicht klar. Weet je, wenn ich danach mal ein Phone Call kriege, und wenn einer von Ihnen das mir danach Phone hat, dann gibt mir ein klein bisschen Zeit, dass mein Hart ein bisschen durchschlagen und dass ich ein bisschen klar denken kann. Dus wenn ich danach ich überrascht war, ich kann nicht klar denken. Dann muss ich mir ein klein bisschen Zeit geben. Er sagt hier, dass wir sollen wacker sein und klar denken. Wenn Entscheidungen gemerkt wurden von einem Wächter, was da angestellt ist, dort geht all die Menschen was an, über wem sie werden tun, oder für wem sie werden tun. Du es sehr wichtig, dass wir wacker sind, dass wir klar denken können. In Vers 8 sagt willst wie zum Tag gehören, weil wir klar denken, in Glauben und Leib als ein Brustschild anhaben. Glauben und Leib als ein Brustschild. In der Hoffnung auf unsere Seligkeit als ein Schutzhelm. Dort hat uns Denken beschützen, sodass wir klar denken können und dass wir nicht zweifeln dann. Und die Hoffnung für unsere Erlösung. Das ist die Arbeit und die Verantwortlichkeit für die, die angestellt sind, zu wirken. Nehemiah stellt zwei von seinen Brüdern an, zum zu wirken bei den gefährlichen Städten. Wo wir hin, willst auf die hat er vertrauen. Nicht nur bloß dort sagt, dass wir gottesfürchtige Männer, die Vertrauen in Jerusalem haben. Die Menschen in Jerusalem haben Vertrauen auf diese Männer, weil dort wir gottesfürchtige Männer. Dort wir nicht so eine, die am düsteren Leben leiden, nicht wir so eine, die über Dach, die in Dachen leben leiden und die klar denken können. Das wir Bürger, das wir nicht Fremde, das wir seine Brüder, sein eigenes Fleisch und Blut. Auf die hat er Vertrauen. Und da stellt er an, zu wirken. Und das ist sehr wichtig in der Gemeinde, dass die, die angestellt sind, dass die nicht Menschenfurcht haben, nicht Angst haben und denken, oh, was wollen die Menschen sein, wenn wir in Stand nehmen gegen diese Sache. Nee, Menschen, die gottesfürchtig sind, die willig sind, in Stand anzunehmen, für was immer du aus dem Düsteren kämpft oder mit Düsternis zu tun hast. Nicht die Purten aufmerken. Eier die Sonne warm schienen nicht, aber ich will alle klar zu sein, als was dann ankommen will. Die Purten waren da merken, eier die Sonne ungeht, eier die Düsternis kämpft, und die sich dann anschlecken, wo das wahre Wellen bingen, in einem Gesetz für Sklaven oder an Sinn, in irgendwas weltliches für Sklaven. Aber nicht nur bloß, sagt er hier für die Lehrer oder die Angestellten oder die gefährlichen Städten, aber er sagt auch, für all die anderen ist auch ein Platz zum Wirken. In den letzten Part von Vers 3, da sagt er, ein Teil soll die gefährlichen Städten besaten, und die andere sollen ihre eigene Häuser werden. Alle haben eine Verantwortung zu wirken. Wir sind vielleicht nicht alle angestellt, bei den gefährlichen Städten zu werden. Gewässer sind angestellt dort, aber jeder einer von uns ist angestellt, bei uns eigenes Haus zu werden.
Dat is zeer leicht, bloß kijken wo andere ongesteld zijn en dan kritiseren en beschuldigen, wanneer we leven dat die niet ihre Arbeit doen. Aber dat is graag so wichtig, dat we ons zelfs prüfen doen zijn, doe ik doorwerken wo ik ongesteld zie. Bloß wenn ich nicht bei den gefährlichen Städten ongesteld zijn, meint nicht, dass ich nicht die Verantwortung habe. Wo das sein in der Stadt, wenn die Porten alle bewerkt werden, und jemand über jeden sein Haus nicht werken darf, dass die viel durch können kommen. Das wird doch in der Stadt, ne? So, jeder einer hat eine große Verantwortung zu werken. Für was sollen wir werken? 2 Dinge besonders. Erstens, wir sollen werken gegen den Feind, der sich menschlichen will. Und das kommt auf ein paar verschiedene Wege. In Lukas 12, Vers 38 sagt er, über jemanden weiten, wann der Hauswirt gewusst hat, zu wohnen Glockentiet der Räber kommen wird er gewirkt haben, und nicht loten in sein Haus nennen. Vielleicht einen Monat oder ein paar Monate 3, ein Sinn und just wie wollen zur Gebetsstunde fahren, wir waren alle auf der ersten Flur in uns Haus, dort in Hoppelchen, und Tina wir im Washroom und auf einmal hier ein lüdet Idee war. Und ich ran vor dem Washroom und ich dachte, wir haben gefallen und ein Glas in der Wand oder was. Und ich sagte, bist du okay? Josi, das ist alles okay hier. Ich sagte, wir ein sehr lüdet Idee war, ich dachte, wir waren arg. Dann sagte, well, gut und checken auf dem Bein. Und so, Jared will auf dem Bein ab und ich hänge ran, und ich habe ganz bebuven, bei der Trappen wir sauber, dass wir ein Mann ohne der, wir bei der Verbüten abgekropen, op een balkon ab, und die schaffte die ohne der, wollte sich dann brechen. Das wird wie klar das Sonne Aber die Mann, die nicht klar denken. Die wir betrunken. Und probieren sie nicht zu brechen. Aber wir gut, dass wir kurz durchwären, ehe die Gelegenheit hat, sich nicht zu brechen. Und so muss weg. Und wir preisen Gott für ein paar Dinge. Eins, dass er nicht nennen könnt. Und zweitens, dass das nicht danach passiert wird. Dus wann das danach passiert wird, wird mich schrecklich gegrüllt haben. Und Gott hat uns beschützt dafür. So, danke für uns beten. Wir brauchen den Schutz. Wir brauchen den Herrn, seine Engel, die uns beschützen dann und beschützen leiden. Und da sind wir dankbar für. Er sagt, wenn der Hauswirt gewusst hat, was für Zeit der Räber kommen wird, wurde gewirkt haben. Das Räber, der kam zu einer Zeit, wo wir tüß wären, wo wir wacker wären, Gott sei Dank. 1. Petrus 4, Vers 8 sagt er, sieht der gedacht in wacker. Wenn ihr mal hastig was abkommen lässt, dann da wir eins mal Entscheidungen merken, was für Lothar trägt, und oh boy, wenn ich das ein bisschen verrückt gewusst habe, ein bisschen besser hat, könnt ihr denken, würde ich eine andere Entscheidung gemerkt, würde ich einen Unterschied haben. Sagt er, sieht der gedacht, andere wird, sieht reide fair. Sieht reid, für wenn die Frau wird kommen, sieht reid, wenn die Versicherung wird kommen, dass die dann keinen Stand annehmen, dass die reid sind dafür. Der gedacht, en wakker, zodat je keine Stellung annehmen gegen den Feind. In 2. Korinther 11, Vers 14 sagt er, so tun der versagt sich oder verstaut sich und verschlickt sich so als ein Engel von Licht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir wacker sind, dass wir durchdenken sind, dass wir klar sind, und nicht uns verführen lassen. Das zweite Ding, wo wir werken sollen, ist den Herrn sehen kommen. Den Herrn sehen kommen, ist sehr dicht bei, dort wird bald passieren, und er sagt, wir sollen werken dafür. Sehr viel Gleichnisse, was Jesus brücken hat, und viel von seiner Lehre, auch der Apostel ihrer Lehre, wir sieht reid, wie Jesus kommt, und er wird kommen, und zu viele, für die, die am Diensten sind, die, die am Schatten sind, die nicht am klaren Licht wandeln, nicht klar durchdenken,
in wakker zijn, voor die wordt hij komen, zo als een doof en een nacht. Niet zo'n, als ze bij ons zijn, overdag, wenn ze zonnig klaar zijn. Nee, sagt er, wordt de nacht komen, ganz afverhafs, van niet rijden zijn te ver. En Markus 13, vers 33 sagt er, ziet wakker, ziet voorzichtig, dat mijn voorwaarts checken, erwarten, wils je weten niet, wanneer de tijd komen wordt. We weten de season. Jezus heeft ons veel dingen gezegd, wat er passeren wordt. Krijg de dingen wat er ons van jou passeren. En zegt hij, deze dingen, die worden komen. Zegt hij, dit is dan bloß de aanvang toe aan. Wanneer je deze dingen zijn, dan zegt hij, heeft jullie hart op. Wils jullie erleiding tragt dichtbij. Dat is de mans rijdt dacht ik even nu, dat is de laatste week. Maandag. Dat gaat met dat licht uitswitchen, niet? De zon dat het uitswitchen verstoot je. En miljoenen mensen kijken op. Hij moet ervaren, want vielleicht sei je als familie taub en dat je alle zijn Leute spazieren zijn en iemand wel te doen wat zeggen, maar de kleine hartje wordt, we zijn dan dus dat licht met je uitswitchen en switchen, dan wordt alles stil, hè? Ja. Gott deed deze week dat licht uitswitchen, wat het er aan switchen. Weet je wat hij wil zeggen? De tijd is zeer dichtbij. Ziet wakker. Ziet, merkt je het eruit? De tijd is zeer dichtbij voor zijn komen. Dus zullen we verwerken. Niet bloß voor den vriend, ja voor den ook. Maar we zullen werken voor zijn komen. In vers 33 van Markus, oder 36, van Markus 13, 36 zegt hij, zorg dafür, dat je niet slupen wordt. Nou, dat meint hij niet dat wanneer je zo stolen dat je geen uren ophoudt. Dat komt al vanzelfs. Dat komt al wanneer we zorgen nou over dingen im leven wat we zullen bij God laten. En als je dat niet slupen, zegt hij, wanneer hij met eenmaal offerhafs komen zal, wat ik te doen zei, zei ik te allem werkt. We zijn ongesteld zum werken, als wachter. Werken voor den vriend, dat hij niet nennt komt. En werken in de rij zijn, wanneer de Herr komt, dat we aan met vrede kunnen entgegengaan en ons niet überraschen laten, niet erschrocken zijn, dat ons de Furcht dan wordt nennen komen, aber dat de vrede wordt dan volkomen zijn, wanneer we de trompet worden hier en aan worden zijn komen en de wolken te ons metnemen, met al de helden te met aan zijn, voor immer in alle eeuwigheid. Wo merken we ons dan rijden te werken? Wat gaan we nog doen te rijden zijn? In Lucas 21, vers 25, oder 35, der 36 sagt er, ziet voorzichtig. Voorzichtig met een veren kijken. Weet je, te werken, dat we drie kijken. We kijken nu wat du gewaast is. Vielleicht nu je breitende oder verhinderde verhältnissen. Wat mensen te mij gedaan hebben. Oder we erinnern ons wat die weet wat die gezegd hebben. Zijn we gleich voorzichtig, we kijken naar heen. Oder we kielen ons allemaal over den Kopf, während die dumme Dinge, die schlechte Entscheidungen, wat we in der Vergangenheit gemerkt haben. Seid gleich voorzichtig, wie kijkt naar hem heen. Weet je, de apostel Paulus van de eerste Ursache had zich te beschuldigen en dan zelfs zich bejammeren. De apostel Paulus had Ursache. Zijn hintergrund, zijn leven in de Vergangenheit, wie zo, dat hij krijgt dat jegendeel deed, wat God gevallen deed. En opeens door op weg naar Damascus wordt hij dat aan. En hij draait ganz om. En van nu aan valt hij Jezus nu. En dan zegt hij,
Dit ene ding doe ik. Ik vergeet wat er hingen is en streef naar wat er verder is. Hij weer voorzichtig. Hij kijkt niet naar wat er hingen. Dat wat er hingen weer, dat weer onder dat bloed Jezus. Dat weer waar. Dat weer in de vergangenheid. Nu zegt hij, ik streef naar dat wat Christus mij te houden heeft. Daar streeft hij nu. Hij weer voorzichtig. Nou, hier in Lucas 21 zegt Jezus, ziet voorzichtig. Kijk naar ver, niet naar heen. Wanneer we nog mal naar heen kijken, dan zullen we, zoals die Jezus ook zei, een beetje als herinneren wat de Heer gedaan heeft. Want David kijken, hij kijkt niet terug en bejammert zichzelf over wat er passiert weer en wat hij gezindig had wieder. Nou, hij kijkt terug wat God hem had van den leeuw en van den boer geraad, als hij in je voor was weer. En dat geeft hem moed en vrolijkheid voorwaarts te gaan en niet zich dooddrekken laten van den Feind. Ziet voorzichtig dat je niet durch vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hart beloden. Wat je vele van ons checken vielleicht naar het eerste poort wel. Ik doe niet vreten en zuipen. En zo dan, want je nog een beetje drinken, nou, maar zuipen doe ik niet. En dan doen we ons recht voor je en dan zeggen we dat, dat doe je ook niet. Wat about dat raden? Zorgen over dit leven ons het hart beloden laten. Oftmals moet ik bekennen, ik zie schuldig door aan. Dat ik met die zorgen over dit leven, met het hart beloden laat. En dan opeens dan werk ik op. En werkt de Heilige Geest bij op. Dan zegt hij, dat is niet die zaak. Dit is zo wat de meisjes overlaten. Ik wil dat handelen. Zie ik dat eerste, door het recht had, dat ze zien die gerechtigheid, dan wil ik al die andere dingen in toekomen laten. Matthäus 8:33. Maar wat werken zijn we schuldig? Dat we ons dat hart beloden laten over de zorgen van dit leven. Hij zegt, kijk maar naar die bloemen. Kijk maar naar die vijl. Wil ik voor die zorgen, die zijn veel mooier als die. Hij zegt, ik zie de gouden hoorden, die zijn mijn schoep. Ik heb mijn leven gegeven voor jullie. Hij zorgt voor ons. Hij zegt, dat al jullie zorgen op mij smeten, dus ik zorg voor jullie. We zullen niet ons hart beloden laten, bedrekken laten over de zorgen van dit leven. Zo voorzichtig zijn en ons niet ons hart beloden laten. Dat de dag dan offerhafts over jullie komt. Ik heb veel maal, vielleicht het ook zelfs gezegd, beonruhigd zijn, oder dat betonen, dat de Herren zijn dag wat ganz offerhafts komt, zoals een ogenblik, zoals een blitz, en dat we er ervan weten. Hij zegt, ons, die we im Licht zijn, die we niet im Düsteren wohnen, aber vom im Dag wohnen, sagt er, ons zal die dag nicht so überraschen als ein Doof in der Nacht. Hier sagt er, dat de dag dan offerhafts über jullie komt. Wanneer we ons met die vleesjeslas, met vreten en zuipen en alle soorten dingen wat van het vlees heet, en dat zorgen voor het leven ons voort beloden laten, zegt er, dan zijn we in gevaar dat de dag des Herrn op een woord offerhafts over ons komt. Die zal niet offerhafts over ons komen. Weet je, als God deze wereld rechten deed en Noah zijn tijd, dat zijn niet offerhafts te Noah en zijn familie. 7 deel en vooruit, eer de zindvloed kwam, zei God te Noah, kom in de arche nemen, du en die familie, kom nemen. God maakte daar toe 7 deel vooruit. 7 is het nummer van perfection. En God zijn perfect tijd. Roopt hij het nemen en maakte daar toe en dan zijn dat gerecht. Dan zijn dat water.
Von Noah wir dort nicht verhaftet, dass wir nicht die Überraschung, Gott leidt am Weiten, wenn dort kommt. Und so können wir auch erwarten, dass der Herr, wenn wir mit ihm wohnen, im Licht wohnen, im Jes wohnen, dann wird der Tag nicht so kommen über uns, aus dem Dorf in der Nacht. Dann wird er nicht so kommen, als wenn wir schlupen down und überrascht werden. In Vers 35 sagt er, willst die wird so aus einer Schlang über allem kommen, die auf der Erde wohnen. So aus einer Schlang, wo der Topf getragen wird, keiner wird da kommen. Und jeder einer wird ein Part davon sein. Bloß für eins hier wird das eine schrattelige Überraschung sein. Und für der andere wird er im Licht wohnen, wird der geradste Fried vollkommen und offenbar werden, wo sie auch lang nur gelehrt haben. Das wird es für uns so sein. Und in Vers 36 sagt er, übersieht wacker in Bett. Sieht wacker in Bett. Wo wir ihn beten, er sagt hier, gerade wo wir, sagt er, dort je all dort aus dem Weg kommen mochten, was da passieren soll, und für den Menschen sehen stunden kann. Sieht wacker in Bett, dass je alles gerecht, all wenn die Rache Gottes wird uitgegoten worden, über diese Erde, über die beide Dinge auf dieser Erde, über die Menschen, die Gott nicht annehmen dürfen, dass von der Rache wird uitgegoten, dass die da nicht wollen im Vorteil von uns sein, dass die dort wollen, kann im Stich gehen. Wenn ihr eine Offenbarung lesen dann, du lesen, wo Gott wird gerecht schauen über diese Erde. Sagt er, wo große Hellsteine fallen, da wird 4 kommen, Stirns werden fallen, da wird Dienstnis sein, Menschen werden so schrattelige Angst haben, dass die werden raupen, dass die Bäume sollen eben fallen, dass die werden in Tod sägen und werden nicht fingen. Wird eine schrattelige Zeit sein, sagt er, bet, dass die diese Zeit werden kann im Stich gehen. Das Gott hat uns nicht bestimmt, seine Rache über uns zu kommen, über unsere Erlösung, seine Erlösung völlig zu erfahren. So er sagt, er sieht wacker in Bett, dass die alle im Stich kommen. Dass wir nicht dürfen, aber dort sehen wir geschickt worden. In Matthäus 16, Vers 3, der Jesus, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wurden umgestellt werden, bei den Wäschepurten, bei den Wäschestädten, zu werten. Zu der Rede ist sehr streng, sagt er, je kann dort Ware dienen, du nur was Himmel zu sein ist, aber die Tekens, die Tiet andienen, kann je nicht. Sagt er, dort Ware, dort kann je nur dienen. Wenn je bloß checken, wo die Wolken sind, oder wo die Sonne umgeht oder abgeht, oder wo das Himmel lag, sagt er, je geben fair, je kann dort Ware dienen, du nur. Aber sagt er, die Tekens, wo der Anwesen der Tiet, wo wir werden wohnen, das kann ich nicht unterscheiden. Diese, wo der umgestellt werden, wie die gefährlichen Städten zu werken, die schleipen. Die können nicht die Tiet unterscheiden. Und sagt er, wie soll nächstes dort sein? Dass die Tiet uns wird überkommen und uns entfeucht merken. So, weil wir wacker sind, nicht nur bloß die, die du umgestellt haben, was Gott hat die gerade Verantwortung gegeben, damit gefährliche Städten werden, aber jeder einer von uns bei uns einen Haus werken. Werken und beten, dass wie diese Dinge wollen, kann im Stich gehen, wird über diese Welt kommen wollen. 1. Petrus 4, Vers 8 sagt er, sieht der gedacht in wacker. Der gedacht sind, wie man Titen nehmen, zum über Dinge nur denken. Nicht bloß, okay, ich habe von der Samarias ein Kapitel, ich habe sein Wort gelesen, so ich habe meine Verantwortung getan für von der und ewig nach kann ich mit meinen Gedanken fahren lassen. No,
Sagt er, sieht der gedacht in wakker. Du even nu denken. Reit zijn. Wann der Herr kommen wird. Reit zijn, wann der Feind sich rumschlägt, auf irgendwo Rüdhups oder auf einen Snap kommen will, dass wir dann mit dem Gewehr reit sein, in den Wader stehen. Sagt er, wils jün jener, der böse Feind, schlägt sich rum, so ein brauner Leib, sagt, wem er verdorben kann und verrieten kann. So wacker sein, sodass wir beten können. Stellt euch vor, wenn ihr würden vielleicht in Afrika sein, und ihr würden nur vielleicht bei der Serengeti Nature Reserve durchgehen. Hier wird Gras, Bäume hier und da, und ihr gingen da durch, und ihr wussten, dort Leibs wohnen, und das angeht. Und Leibs, die waren hungrig. Und die seken naar Fouda. En die seken geweinige zelf wat het lijstste te grijpen is. En die wordt steeds dit gras gaan. Ik zal niet ganz wat zeggen. Ik denk het ik moet me eenmaal ramchecken en zeer harchen of het op eenmaal rustelen wordt. Sagt er, sie voorzichtig en wakker in bed wils jün jener die bij zijn vriend zo als een leeuw schlägt sich ran und prüft, ihn zu überraschen, zu verdorben, zu verrieten. Sieht wacker in Bett. Vers 9 sagt er, den war er stot mit festen Glauben. Das wo wir das sehr wichtig ist, dass wir Trouble haben mit Zweifel, dass wir das abklären tun. Und dass wir unseren Zweifel abklären und was dann braucht das einmal, dass wir von unseren Erfahrungen, oder nicht auf unsere Erfahrungen und auf unsere Fehlungen bühen tun, aber dass wir ganz fest auf Gott sein Wort bühen tun. So hat Gott gesagt, und ich nehme an, bei sein Wort. Was meine Fehlungen mir sein, dort ist ein anderes Ding, du kannst nicht abgehen. Dort kann ich nicht vertrauen. Feststehen am Glauben. En denk daaraan, gehoorzaam, dat jene Brüder über die ganze Welt durch dieselbe Lebenserfahrungen gehen machen. Dit is niet zo wat bloos du oder ich erfahren doen. Dit is niet zo wat bloos die wat du bei den gefährlichen Städten angestellt sind erfahren doen. Sagt er, jene Brüder über die ganze Welt erfahren dasselbe. Die finden erst alle wehen, die kosten nur nicht, wo sie wieder Maschen und tragen, wo die nicht auch was sind. Wo die Versicherungen nicht waren, knack so groß sind, und vielleicht noch gratis. Wenn wir uns an die eine Wehe wollen von den Feind wegschlecken, dann wollen wir bloß noch in seine Fall blicken ran. Aber wenn wir wacker sind, feststehen im Glauben, durchdenken, dann können wir den Wahrer stehen. Sagt er, mit festem Glauben soll wir den Wahrer stehen. Und wenn je hier erst entstaut je, und das muss wir klar haben und im Denk holen, dass das Leben hier in dieser Zeit ist bloß für entstaut je. Wenn du jeden Stand hast, das ist bloß für entstaut je. Wenn du Verfallung leiden lässt, das ist bloß für entstaut je. Sagt er, wenn wir hier erst entstaut je geleden haben, dann wird der gnadenvolle Gott, der jünt an Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, jünt selbst abrichten und wahre Handstellen in Storken. Wils hij hat alle Macht en Herrlichkeit en Ewigkeit. Dit soll uns grote Vertrauen geben en unseren Glauben fast zaten op Gott sein Wort, weil hij hat alle unter Kontrolle. Das alles in seine hängt. Und wenn wir mit anwandelen, im Licht wandeln, wacker sind und beten, in der Rein sind, haben wir nichts zu fürchten. Dann können wir den Feind wahrer stehen. Dann können wir rein sein, wenn der Herr wird kommen, dass das nicht eine Überraschung sein für uns, aber wir wollen mit Frieden am Begegnen, nicht mit Schande. Zum Schluss
1. Petrus 4,7 sagt er, die Tijd ist bald hier. Dort alles in Eenhaft. Doorwegen moet je wakker zijn en klar denken dat je beten kan. Dat is voor wij. We zullen wakker zijn dat we klar denken kan en dat we beten kan. Wils, de tijd is bald hier. 1. Thessalonicher 5,8 aber willst je zum Tag gehören, weil wir klar denken, en glauben en lijf als een brastschild trouwen in de hoopning op onze veiligheid als een schutzhelm. Mocht de Herr ons helpen, dat we worden wakker zijn, dat we worden klar denken, we worden voorzichtig leven, dat we worden werken tegen den Feind en werken voor den Dag des Herrn, der ist bald hier. Werden wir doch tot beten. Ons Gott im Himmel, ons Erlöser, ons Hort, der sein Leben gegeben hat für uns, seine Schub. Wir loben und preisen und danken dir von Deus Marius für dein Wort, was du uns gegeben hast. Wir danken dir, Herr, dass du die offenbart hast zu uns und dass sie noch immer mehr, immer wieder offenbaren zu uns, weil wir mit dir wandeln im Licht. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort erst ein Licht auf unsere Weg und eine Lampe für unsere Feit. Dein Geist gibt uns Einsicht und Klarheit, sodass wir können vorsichtig sein, dass wir können wacker bleiben, in werken, in beten, sodass wir wollen die Dinge können im Stich gehen, was auf diese Welt kommen sollen. Dankeschön, Herr, für all die Tekens, was du von diesem Tag bewiesen hast, um uns zu erinnern, was du gesagt hast. Was die Tekens worden sind, von denen weiterkommen. Wo wir uns können merken und reit sehen, dass die Tag uns nicht wird überraschen, so als ein Doof in der Nacht und uns erschrecken. Aber dass wir wollen mit großer Freude, mit vollem Vertrauen, mit festem Glauben, können abchecken, wann du weiterkommen wirst. Und wir danken dir, Herr, dass du dein bist, was das gute Arbeit an uns angefangen hast. Du darfst es auch ausführen und du wirst es auch vollenden, weil du bist der Anfänger, auch der Vollender von unserem Glauben. Du bist der Eckstein, du bist das Haupt von der Gemeinde, du bist der, was das Haus bauen wird. Und wir vertrauen auf dich und wir kicken nach dir und danken dir, dass die gute Arbeit, was du an uns angefangen hast, dass du die auch vollenden wirst, an den Tag Jesus Christus. Wir preisen und loben dich dafür. Herr, help uns, dass wir uns wirklich beschaffen mit deinem Wort, mit deiner Stimme horchen, dass wir bereit sein so als Noah, wenn der Raub kommt, komm nähen, dass wir bereit sein, nähen zu gehen. Herr, wir danken dir für was du all getan hast, für was du das, für was du auch tun wirst. Help uns, dass wir nicht bloß für uns selbst wirken, dass wir über uns Haus wirken, dass wir über die gefährlichen Städte wirken, wo du uns angestellt hast, sodass die Feind nur nicht sich anschlecken kann, in unsere Freiheit wegnehmen, in uns weiter bringen und dort, wo du uns von losgemerkt und frei gemerkt hast. Und wir wollen dir danken, Herr, für was du tun wirst. In Jesus' Namen beten wir. Amen.